Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Heute ein Film, den wir noch nicht in unserem Portfolio besprochen haben. Und da ich ein bisschen Angst habe vor dem Film, nehme ich mir natürlich auch jemanden mit. Mein Name ist Corby und mit dabei der Kane. Hallo Kane! Habertere, servus! Alter, wir haben ja schon so lange nicht mehr zu zweiter Folge aufgenommen, außer Iron Man und das Überstunden. Ja, das ist schon wieder so lange her und die ist gestern rausgekommen und das ist so schön. Ja, du, Kani, über welchen Film reden wir heute? Ja, Gott sei Dank ein Film, den, wie du richtigerweise gesagt hast, wir nicht im Portfolio bisher hätten. Es war ganz komisch, wenn wir zweimal so einen gleichen Film aufnehmen. Wir nehmen heute so der Spieleverfilmung und in meinen Augen eine der besten oder damals die beste Spieleverfilmung nach Mortal Kombat und Street Fighter, wie ich schon im Post damals geschrieben habe. Silent Hill, 2006 Silent Hill ist heute dran. Ja, Silent Hill, und zwar die Videospielverfilmung vom gleichnamigen Spiel von Konami, und es geht um eine Geisterstadt. Und so wie ich bei meinen hervorragenden Recherchen herausgefunden habe, gibt es solche Städte tatsächlich in echt. Oh, das habe ich auch rausgefunden. Echt? Verdammt, das waren wahrscheinlich die einzigen 2 Easter Eggs, die wir gehabt haben, oder? Naja, gut, dann, wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir wollen wir den Hörern einfach mal, ja, weiß ich nicht, Vollgas spoilern und sagen, naja, der Film ist von 2006, deswegen kriegt ihr jetzt mal alles um die Ohren gehauen, was so geht, oder wollen wir das Ganze nett umschreiben? Wir sind ja nett und dann hauen wir jetzt einfach wie immer unsere Spoilerwarnung raus. Jetzt wisst ihr, wir wollen uns jetzt da in Ruhe unterhalten drüber. Und wer den Film noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, der sitzt jetzt hier, schaut sich den Film an und hört sich dann unsere Folge an. Und wer ihm so wurscht ist, der kann sitzen bleiben. Und wer ihn schon gesehen hat, der kann auch sitzen bleiben. Schießt euch nur ein Bier auf, der ich sagen, trinkt nur einen Jagermeister für morgen, weil ich in der Regel schlecht werden kann von unserem Scheißtrick. Aber dann zuhören und Ruhe geben. Ja, hast du das Spiel überhaupt gespielt? Ich hab das Spiel... ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab gerade was im Kopf, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich doch nicht Silent Hill war. Ich hab mal PT gespielt. War das nicht irgendwie an Silent Hill angelehnt oder von den gleichen Machern? Ja, das war das war das sogar vom Hideo Kojima und in Zusammenarbeit mit dem Guillermo del Toro. Das war Silent Hill PT, ja, das war dann so eine Demo. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele verschiedene Versionen das da dann gegeben hat, aber du hast ja, glaube ich, jetzt, wenn du angefangen hast, war das ja gerade eine kurze Phase, die du spielen hast können, aber ist jetzt, wie was anderes passiert, es hat immer was anderes generiert. Ich habe das leider nicht gespielt. Ich glaube, dass du Konsolen, wo das noch drauf ist, für unglaublich viel Geld verkaufen kannst. Aber es muss richtig, richtig stark gewesen sein. Aber da Konami eine Marken hasst, wo es man ja bei Silent Hill an der Spielereihe miterleben kann und auch bei Metal Gear Solid, ist das leider nie zustande gekommen. Also, um meine Anekdote vielleicht nur kurz zu Ende zu erzählen. Also, ich habe wahrscheinlich dann Silent Hill nicht gespielt, aber das PT habe ich nur so gut im Hinterkopf, weil wir das damals gespielt haben, wo es halt noch gab als Demo. Und es war dunkel und wir gehen halt schon zum 8. Mal dieses Dreckszimmer entlang und haben festgestellt, ja, okay, in dem Bad, da tut sich gerade was. Ja, dann gehen wir wieder raus. Auf einmal hören wir ein Geräusch hinter uns, drehen uns um. Und dann steht da einfach voll das Monster und tötet uns. Und wir haben, also ich und der Kumpel, fast gleichzeitig den Controller irgendwie versucht, den Fernseher reinzuschmeißen. Das war cool. Ich hab's leider nicht gespielt. Das, woran ich mich halt erinnern kann, ist wirklich ja sehr gruselig, aber wenn du mich schon so fragst, hast du dann Silent Hill gespielt? Nein. Ach so. Leider auch nicht, aber ich hab nach dem Film, muss ich sagen, wieder richtig Bock drauf. Was heißt wieder, ich hätte mal richtig Bock drauf, ich hätte dann auch gleich geschaut, aber ich glaube, es gibt nur Collection der ersten 3 Teile für PlayStation 3. Und das ist ja PlayStation 1 Spiel. Weiß ich nicht, ob ich mich dazu aufraffen kann, wirklich so ein altes Spiel zum einzuhauen, aber ich hätte prinzipiell Bock drauf, weil die ersten 3 oder 4 Teile sollen ja richtig geil sein und dann ist es aber schon langsam bergab gegangen, soweit ich das verfolgt habe bei Silent Hill, weil die letzten Teile, von denen ich dann Tests oder so gelesen habe, die sind immer ordentlich durchgefallen. Okay. Also sagen wir mal, das
ist ja eigentlich ähnliche Anfangsgeschichte so von den Survival-Horror-Spielen wie bei Resident Evil. Nur, dass Resident Evil das irgendwie geschafft hat, dass die so extrem abgedraht sind, dass ja da mittlerweile der 8. Teil draußen ist. Ja, wie du schon sagst, Silent Hill hat sich da anscheinend irgendwo dann mal ein bisschen verlaufen. Wir reden aber jetzt ja sowieso eher über den Film. Und der Film hat für mich immer schon so eine ganz düstere und eigene Stimmung erzeugt. Also von anderen Filmen her kenne ich dieses unbehagliche Gefühl, gleichzeitig mit diesen Lauten, zumindest in der deutschen Synchronisation, wo ich sage, okay, man versteht also entweder kaum, was die Leute reden, oder ich muss halt dann in den Momenten, wo dann die Sirene losgeht oder wo es dann lauten Knall gibt oder so, sehr schnell die Soundbar wieder runterdrehen, weil sonst sämtliche Trommelfälle platzen. Ja, also ist für mich jedes Mal irgendwie so ein Trip, den Film zum Schauen, den ich von keinem anderen Film vergleichbar kenne. Weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht oder ob du sagst, naja, Silent Hill ist für mich genau das gleiche wie, weiß ich nicht, Hostel 3. Nein, aber bei Hostel 3 kotze ich. Das ist ein Scheißtrick vor dem Herrn, ich flippe aus. Das müsste die eigentlich mal als Leck aufnehmen, weil Hostel 3 die größte Frechheit aller Zeiten war. Aber ja, Silent Hill, ich finde den, also er hat jetzt mich nicht so an die Eier, wie er die da anscheinend immer an den Eiern hat, aber ich mag den, seitdem der rausgekommen ist, mag ich den Stout gerne einfach, den Film. Und allein schon, wie das, was du gesprochen hast mit der Sirene, seit dem Film ist eine Sirene immer komisch zum Hören. Man schaut sich immer die Wände an und achtet drauf, oh Gott, ja, genau. Verändert sich jetzt gleich die Welt um mich herum. Und kommen komische Fettsack-Kakerlaken mit Gesichter irgendwo her. Dann fangen wir doch mal an, die Handlung ein bisschen zu erklären. Es geht um eine Familie, um die Rose und um den Christopher, die eine Tochter haben, also eine Adoptivtochter, und zwar die Sharon. Und die Sharon, die kann sie nicht starthalten in der Nacht, weil sie eine Schlafwandlerin ist. Das ist ein bisschen ein Problem, weil die wohnen offensichtlich in der Nähe von einer Klippe. Und die steht halt dann da auf einmal und das findet die Rose gar nicht so cool. Und die denkt sich dann, ja fuck, ey, wie kriegen wir mir denn die von dem Schlafwandeln weg? Dann recherchiert die so ein bisschen, woher denn die Sharon abstammt. Also, woher die denn kommt, aus welcher Stadt. Und kommt dann auf die Geisterstadt Silent Hill. Beziehungsweise man ist sich nicht ganz im Klaren, ob die Rose, da wo es losfährt, schon weiß, dass es eine Geisterstadt ist. Ich glaube, das hat es da noch nicht gewusst, oder? Oder ruft der Christopher sie dann nicht einmal an und fragt, hey, sag mal, hast du da eigentlich mal googelt, was das für eine Stadt ist? Und sie sagt dann, ja. Ist meistens so, oder? Wenn der Mo irgendwas sagt, du bist verheiratet, du müsstest das wissen, wie das ist. Es ist immer wunderbar, Schatz. Ich tu die lieben. Ja, also die Rose macht sie dann auf mit der Sharon, leider ohne Absprache mit ihrem Ehemann, auf die Reise nach Silent Hill. Auf dem Weg dahin bemerkt sie dann, dass die Sharon auf einmal ganz seltsame Bilder malt, wobei die Sharon dann sagt, na, das war sie nicht. Und zwar auf den Bildern, tja, da ist ziemlich abgefuckte Blut und ja, wie soll ich sagen, geisterhafte Fratzen aufgemalt und dann aber also ganz schemenhaft irgendein Gebäude, das ausschaut wie ein Kloster oder eine Kirche oder so. Und tja, wie jeder vernünftige Elternteil sagt er, egal, wir fahren weiter. Jetzt sind wir schon losgefahren, das ziehen wir jetzt so durch. Ja, richtig. Sprit ist teuer heutzutage. Also, unglaublich, ja. Danke, Merkel. Auf geht's nach Silent Hill. Verfolgt wird sie dann nur von einer Polizistin, der das nicht ganz so geheuer vorkommt, so wie sie die Rose da verhalten hat an der Tankstelle, wo es dann auch die Bilder sieht. Tja, die Rose passt dann nicht so ganz auf beim Einfahren nach Silent Hill, weil fast jetzt einen Unfall baut und stoßt sie dann den Kopf an und als sie wieder das Bewusstsein zurückerlangt, merkt sie, huch, jetzt ist die Sharon auf einmal weg. So, und sie ist in Silent Hill, alles voller Nebel, sie wacht auf und sucht mal erstmal ihre Tochter. Die übrigens in den Spielen nicht Sharon heißt, sondern Cheryl. Wow. Das ist schon ein richtiger Mindfuck gewesen.
Sharon, Cheryl. Hast du eigentlich schon gesagt, von wem der Bub gespielt wird, der Christopher? Ja. Echt? Du hast noch nie gesagt, von wem der gespielt wird? Vom Sean Bean. Habe ich Echt? jetzt gerade in dem Moment gesagt. Ah, okay. Das schneidest wieder so hier, das passt, oder? Du misst es auch. Ja, genau. Ich freue mich, also ich liebe an Sean Bean, wirklich. Also Ja, der Typ ist einfach geil. Was ich aber an der deutschen Synchro überhaupt nicht mag, ist, dass der da völlig andere Stimme hat und die mich mit dieser Stimme nicht identifizieren kann. Aber, auf was ich raus wollte, viele Leute werden jetzt sagen, so Sean Bean, dann wissen wir jetzt eh schon wieder, dass er stirbt. Es ist einer der seltenen Filme, in denen es nicht passiert. Das ist so viel vorweg für euch. Oh man, dann schreiben wir ja gar nicht, ein Sean Bean-Film, wo keiner stirbt. Voll der Scheiß. Ja, aber danke für diese kurze Reise. Du darfst jetzt trotzdem den Handlungsstrang aufnehmen und erklären, was denn dann passiert. Die Rose ist jetzt in Silent Hill und was passiert dann? Fängt mir nicht so an, jetzt ein Kruzifix nochmal. Ja, du warst bei dem Unfall, oder? Als Rose wieder aufwacht. Ja, genau. Alles klar. Ja, genau, er wacht auf und dann ist die Sharon halt weg. Und dann beginnt ich mach's halt aber nicht so ausführlich wie du, aber du kannst ja dann Fußnoten irgendwo setzen. Auf alle Fälle beginnt die Suche nach der Sharon und dann steht sie da in Silent Hill. Es ist Nebel verhangen, so kennt man sie aus den Spielen, und es regnet die ganze Zeit Asche, das ja da durch den im Untergrund schwelenden Brand erklärt wird. Übrigens, auch noch eine kleine Anekdote, das Ortstafel Schuitl ist anscheinend genau das gleiche Schuitl, das man in den Spielen zu sehen kriegt. Das sind alles zusammengoogelte Easter Eggs, das ist ganz klar, weil wir es nicht gespielt haben. Aber wir wollen dazu noch mit posen, dass wir es wissen. Ja. Genau, und die gute Frau sucht dann nach ihrer Tochter. Hab schon gesagt, wie greiselig das da ausschaut. Und sie sagt ja immer wieder diese kindliche Gestalt, die auch den Unfall verursacht hat oder durch den der Unfall verursacht worden ist, die ihrer Tochter vermeintlich ähnlich schaut. Und als sie dann unterwegs ist in Silent Hill, glaube ich, ertönen dann auch schon das erste Mal die von uns so liebgewonnenen Alarmsirenen, oder? Habe ich das so richtig in Erinnerung, dass die da schon kommen? Ja, richtig. Und daraufhin bemerkt die Rose, dass die Wände sich ein bisschen ändern und allgemein die ganze Atmosphäre in dem Städtchen sich ändert. Und dass da so komische Kinder kommen. Ja, genau. Sie flüchtet nämlich in ein Gebäude und da wird sie auf einmal von ganz komischen, halb verkokelten Kinderleichen oder Kindern angegriffen. Oder was heißt angegriffen? Ja, doch, eigentlich schon und verfolgt. Und zwar nicht von einem oder zwei, nein, von gefühlt 800. Irgendwie hat sie dann das Gefühl, heilige Scheiße, ich befinde mich in einem Albtraum. Oh ja. Sagen wir mal, ich glaube, die ganzen nächsten Handlungspassagen, die jetzt kämmern, umschreiben wir immer wieder genau das. Und ich glaube, da müssen wir jetzt tatsächlich gar nicht so genau dann auf die restliche Handlung eingehen, bis vielleicht dann halt aufs Ende. Ja. Also, was man vielleicht dazu sagen muss, es ist wirklich so albtraumhaft, wie da manche Figuren dargestellt werden, was aber laut der Recherche, die wir beide ja gemacht haben, sehr getreu zu den Spielen sein soll. Jo. Also für mich eine der toll, sag toll. Für mich eine der besten Figuren in dem Film ist der Pyramid Head, weil das ist ein riesiger, halbnackter Mann mit einem Pyramidenkopf. Und mit einer riesigen, was ist das? Na, keine Axt, das ist ein riesiges Schwert. Riesiges Schwert, ja. Genau. Und der kommt ab und zu mal und verfolgt halt da ein paar Leute und reißt die dann nochmal in zwei oder er reißt einer die Haut mal einfach so vom Körper. Also, was man halt so macht in so einem Städtchen wie Silent Hill. Ja, vor allem, wenn du eine Pyramide auf dem Kopf hast, das war ja lästig. Das Ding ist hier sau schwer. Ja. Und natürlich dürfen wir, wenn wir schon Pyramid Head nennen, die Spiele, glaube ich, hast du Red Pyramid, haben wir gelesen. Dann müssen wir auch die Krankenschwestern erwähnen. Oh ja, genau. Die sexy Krankenschwestern, die ein verhülltes Gesicht haben und sie nur bei Licht bewegen. Das sollen die Spiele angeblich anders sein. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie sie die da eigentlich verhalten. Also was ich mir vorstellen kann, war, dass die sie vielleicht eher bewegen, wenn es irgendwie Geräusche wahrnehmen oder so. Weil wo sie ja dann an denen vorbeischleicht, wird sie ja dann trotzdem angegriffen. Und entweder hat das was damit zu tun, dass irgendwie eine aus Versehen berührt oder dass sie vielleicht dann trotzdem auf Geräusche reagieren. Auf alle Fälle sind es ziemlich sexy. Ja, genau, richtig. Wie oft hast du die Szene angeschaut? Das will ich jetzt nicht wiedergeben. Es war auf alle Fälle der größte Zeitfresser bei meiner Recherche.
Vor allem die Suche auf einschlägigen Internetseiten nach Parodien in gewisse Richtungen. Man kann aber auf jeden Fall dazu sagen, dass die tatsächlich wirklich, wirklich sexy sind, weil die meisten Monster, die da drin verkörpert worden sind, werden von Tänzerinnen oder Tänzern gespielt, damit sie halt auch entsprechend authentisch verbiegen können. Also ruckartige Bewegungen machen können. Das ist schon ziemlich cool. Es schaut halt da ziemlich geil aus, wenn die da so dastehen, so komisch vermuhagelt und die Bewegungen, das ist echt ziemlich geil choreografiert. Ja. Was aber mein Lieblingsmonster war, der Typ im Klo mit dem Stacheldraht. Der dann so Vierer grabbelt und die ganze Zeit der Zunge so umeinander tut. Ich finde den finde ich seit dem ersten Mal, seitdem ich ihn gesehen habe, und der packt mich jedes Mal wieder an die Eier, finde ich den so ekelhaft und widerlich, der ist echt auf Anschlag, das Viech ist so, komm, stop it. Ansonsten auch von den menschlichen, restlichen Protagonisten, die auf der bösen Seite halt dann in dem Silent Hill vorkämmern, machen auch immer so einen recht dämonischen Eindruck oder also so hexenartigen Eindruck. Ja, diese Sekte, die so ein bisschen hinter den bösen Machenschaften in Silent Hill dahinter stecken, die haben es auch ziemlich gut gecastet. Also die finde ich ja nach wie vor echt gruselig. Ja, absolut, ja. Dann können wir mal erklären, was macht denn die Sekte eigentlich? Was ist denn da eigentlich los, Corby? Ja, die machen Party. Richtig Party? Harte Party. Der Shit ist lit, auf alle Fälle. Ja, sie haben irgendwie so recht einen Batscher, weil die Sharon, beziehungsweise ihr früheres Ich, die Alessa, die ist von den Einwohnern von Silent Hill als Hexe bezeichnet worden. Man muss dazu sagen, die Alessa war auch ein kleines Mädchen und sie ist halt in der Schule gehänselt worden und das hat sie halt dann irgendwann zugespitzt, weil sie die ganze Zeit Hexe genannt haben. Wobei ich ehrlich gesagt gerade vergessen habe, warum sie überhaupt Hexe genannt haben. Warum sie sagen, die hat ja mal allein gelebt mit ihrer Mom, die Verwilderte, die man da noch findet. Ja. Und ich glaube, die waren einfach, so wie sie oft einmal im Glor da auf Wieserhausen Verstoßene. Ach so, okay. Also die hätte ich zumindest irgendwie gemeint, ich weiß jetzt nicht mehr, dass es da einen direkten Grund gab, warum sie sich auf die eingeschossen haben. Und eben dann nur, und dann ist ja diese Anführerin da, die Christabella, das Rümpfig. Sobald die auf einen teilt und sagt, der ist unrein, dann heißt es, ja, ist klar, dann müssen wir noch kennen. Ja, richtig. Und so ist es halt dann hergegangen, dass geheißen hat, jetzt müssen wir sie auch kennen. Ja, richtig. Das heißt, sie führen ein Ritual durch und verbrennen das arme Mädchen dabei. Oder verbrennen das arme Mädchen fast komplett. Also sie ist extrem verkohlt, extrem verletzt, wird aber nur gerettet und liegt halt dann da in so einem Halbkoma voller Schmerzen und in ihrem Leidwesen kriegt sie Besuch von einem Dämon und zusammen mit dem Dämon erschafft die Alessa dann eine Parallelwelt, wo dann die Mitglieder von der Sekte gefangen sind und halt dann da immer wieder ihre größten Albträume durchleben müssen. Deswegen passiert bei Silent Hill eben im regelmäßigen Abstand, dass, wenn diese Sirene erscheint, dass sich der ganze Ort ändert in einen Albtraum und die Mitglieder von der Sekte immer und immer wieder um ihr Leben kämpfen müssen oder halt dann da drin einfach verrecken. Und sie halt nur in der Kirche verstecken können, weil das der einzige Ort ist, an dem der Dämon nicht rein kann. Genau, noch nicht. Noch nicht. Es kommt ja dann eben auf, dass der Dämon da eben den Pakt mit der Alessa eingeht und durch ihren Hass und ihre Wut ja dann diese Parallelwelt erschaffen wird, aber ein Stück, das restliche Gute in der Alessa wird abkapselt von ihrer und in Form von einem Kind woanders, lebt es dann woanders weiter und das ist dann unser Sharon. Genau. Die Sharon geistert tatsächlich in Silent Hill rum und wird dann von der Dahlia erstmal versteckt gehalten. Leider findet die Sekte bei der Dahlia dann die Sharon und sagen dann, hey, da ist ja so eine Mädchen, wo wir das eine tolle Ritual mit durchgeführt haben. Hey, das machen wir gleich nochmal. Cool. Tja, zuerst verkugeln sauber die Polizistin, die Sibyl. Das ist so asozial. Ja, das ist richtig. Für mich eine der härtesten Szenen, allgemein, die ich halt bis dahin sowieso gesehen gehabt habe und auch nachwirkend von dem Film finde ich, ist es immer noch eine von den härtesten Szenen, die ich kenne. Das ist so widerlich, über dem heißen Feuer nicht direkt zum Verbrennen, sondern dann nur in der Hitze, die das Feuer abgibt, da oben zum Verkohlen.
Also das ist echt eine krasse Szene und ich schaue mir den Film in so unregelmäßigen Abständen oder dass ich das immer wieder dann auch vergesse, dass das passiert. Und hier so denke ich mir, Alter, die können die doch dann nicht so einfach sterben lassen. Was ist denn los mit euch? Ja, und vor allem so grausam. Aber sie kriegen ja dann auch ihr Fett weg, weil da, wo es dann loslegen wollen, um die Sharon zu verbrennen, kommt dann die Rose wieder und zwar mit dem Dämon in ihr. Sie hat nämlich ja in der Zwischenzeit sich durch diese Katakomben gekämpft zur Alessa runter und hat dann den Dämon mit dabei und betritt die Kirche, sagt die Sektenmitglieder, ihr seid alles Idioten, wird dann dabei abgestochen und aus der Wunde tritt dann der Dämon auf und dann geht's erst so richtig ab. Dann ist sie richtig Party angesagt. Das ist auch eine von den geilsten Szenen. Ja. Wenn dann öffnet sie da ein Loch und aus dem Loch schießt halt dann kilometerweise der Stacheldraht raus und es fährt ein Bett mit nach oben und dann kommt die Alessa eben in dem Bett drinnen mit ihren ganzen Bandagen dran und fängt an mit dem Stacheldraht die Leute einzufangen und zu zerhäckseln und das halt äußerst blutig und die dämliche Sektenchefin, die Christabella, die kriegt's fett richtig ab, weil die wird dann in den Heck kommen und dann Evil Dead lässt grüßen von die Stacheldrähte zwischen ihre Füße eine und zerhäckseln die von innen praktisch in der Mitte auseinander und das ist für mich eine von den geilsten Szenen, wenn dann der kleine Dämon, der wird ja einmal auch gespielt von der Jodelle Ferland, oder? Die Sharon spielt. Ja, Kani, du hast da absolut recht. Das ist höchstwahrscheinlich die gleiche Schauspielerin von dem Dämon, von der Alessa und von der Sharon. Genau, und also ich finde die Szene grandios, wenn sie dann oben hängt, praktisch gekreuzigt durch Stacheldraht, wird da gerade auseinandergehäckselt, das Blut ringt oben und dann tanzt sie unten in einem kleinen blauen Kleidchen, wie also eben so kindlich, wie es halt als Dämon ausschaut, wie ein kleines Kind und tanzt dann in dem Blutregen umeinander. Das finde ich so geil und so gestört. Das taugt mir jedes Mal wieder. Das ist eine unglaublich geile Szene. Und dann halt allgemein das Ganze drumherum im Hintergrund sechst dann wieder einen, der vor Stacheldraht eingewickelt wird und gerade in einem Blutschwall zerplatzt. Richtig stark. Ja. Richtig geiles Finale. Ja, und dann kommt aber nur nach diesem sehr blutigen Finale das Psycho-Finale, kann man ja eigentlich fast schon sagen. Ein kleiner Epilog noch, ja. Du hast ja schon gesagt, der Sean Bean stirbt nicht. Der Christopher, der hat sie in der Zwischenzeit eigentlich auf die Suche gemacht nach der Rose und auch nach der Sharon, war dann auch in Silent Hill, aber hat da niemanden gefunden. Genau, es ist so ein kleiner Nebenstrang, gerade mal erwähnt, dass der da auch unterwegs ist und sucht mit dem Officer Gucci, der damals die Alessa mehr oder weniger gerettet hat oder das, was vorher übrig war. Genau. Tja, und ist dann etwas frustriert wieder nach Hause zurückgekehrt, legt sie dann da so auf die Couch und wartet halt, bis hoffentlich irgendwann seine Tochter und seine Frau wieder heimkommen. Und wir verfolgen aber dann auch, wie die Rose und die Sharon wieder nach Hause kommen und sie dann auch ins Wohnzimmer begeben. Und es ist eine ziemlich coole Szene, weil es immer wieder so einen Wechsel zwischen Sean Bean und der Rose und der Sharon hin und her gibt. Mhm. Und dann merkt man, offensichtlich sind die Rose und die Sharon entweder nur in der Parallelwelt oder gestorben. Also ich sag, sie sind nicht gestorben, sondern sie sind in der Parallelwelt, weil das ja, glaube ich, der Deal war mit dem Dämon, dass die Rose und die Sharon gehen dürfen. Und ich glaube auch die Mom von der Alessa, die hat er auch gelassen, die 3 Mal haben gehen dürfen. Und den Rest, beim Rest hat er ja einen Häcksler geschmissen. Aber er hat, wahrscheinlich ist das so das Boshafte dann an dem Dämon, er hat's dafür in der Parallelwelt gefangen gehalten. So zumindest interpretiere ich jetzt das Ende. Geht's in dem zweiten Teil von Silent Hill nicht auch irgendwie um das dann, dass die Rose wieder aus der Parallelwelt retten wollen? Also wie es genau ist, kann ich da jetzt nicht sagen, weil 108.000 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, damals im Kino. Aber ich meine, dass es irgendwie darum geht, dass sie aus der Parallelwelt dann rauskämpfen. Ich glaube, es hat nur eine Szene gegeben, wo Leute irgendwie, werden die da filetiert oder so, hat es irgendeine Folterszene gegeben, ich weiß nicht mehr genau. Die ist noch ein bisschen in meinem Kopf, aber ich glaube, so grob geht's eben darum, dass sie da irgendwie rauskommen wollen. Ich weiß nur, dass der Kit Harington mitspielt. Echt? Ja, wie echt? Oh Gott, du kannst dich ja echt nicht mehr daran erinnern. Nein, natürlich. Sagst du die ganze Zeit. Lass mich jetzt der in Ruhe. Fucking Jon Snow spielt in dem Film mit. Ja, das ist schief, ja, ich weiß das nicht mehr. Lass mich jetzt. Ja, okay. So, von Silent Hill her. Wollen wir da jetzt schon mal über die Tops und Flops reden? Ja, das können wir eigentlich machen, weil es wisst jetzt, um was das geht. Wir haben euch da schon ein bisschen was verzeiht. Ihr habt gehört, dass wir keine Ahnung im Vergleich zum Spiel haben. Das haben wir uns alles jetzt zusammengegoogelt. Ja, Corby, was sind denn dann deine Tops und Flops? Also,
Flop ist für mich die deutsche Synchro. Also, wie schon gesagt, ich kann mich mit der Stimme vom John B. nicht anfreunden und mir gefällt dann das nicht, wenn man so mega leise Dialoge hat und dann immer wieder diese extremen Wechsel von den Lautstärken her. Ich habe mir dann nur kurz überlegt, ob ich es mal komplett auf Englisch reinziehe, habe mir aber gedacht, naja, wahrscheinlich kriege ich dann aber handlungstechnisch nicht unbedingt alles mit und Untertitel habe ich auch keinen Bock gehabt, also habe ich es mir auf Deutsch angetan, aber ich denke, ich will mir den vielleicht jetzt tatsächlich dann doch nur mal zeitnah anschauen, weil ich ja Bock habe, den zweiten Teil, den Revelation, mir reinzuziehen und dann werde ich mal das Ganze nur mal im Original auf Englisch dann anschauen. Also, wie schon gesagt, die deutsche Synchro ist hier an der Stelle mein Flop. Top finde ich, wie ich eingangs ja auch schon erwähnt habe, dieses Gefühl des Silent Hill vermittelt. Dieses albtraumhafte, dieses düstere, was ich so mit gar keinem anderen Film richtig vergleichen kann oder vielleicht nicht vergleichen will. Dadurch bleibt halt Silent Hill für mich immer so ein Alleinstellungsmerkmal, das ich immer wieder gerne mal mir anschaue. Es ist jetzt nicht sagen wir mal, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch nicht perfekt an manchen Stellen. Also gerade das CGI in manchen Szenen ist halt sehr schlecht gealtert, gerade wenn man die verkohlten Kinder da beim Anfang bei der ersten Verfolgungsjagd verfolgt oder sieht. Mhm. Aber ja, ich finde es halt cool, wie sie es umgesetzt haben und ich stimme dir auch zu, also es macht irgendwie Bock, einmal in die Spiele reinzuschnuppern, insofern die nicht zu alt sind. Ja, es ist ein Remaster vom PlayStation 1 Spiel, es ist schon, glaube ich, das wird schon hart zum Spielen. Ich hab mich jetzt erst mit Resident Evil 4 auseinandergesetzt und hab das Original auf dem Gamecube gespielt und ja, diese alte Steuerung, die ist halt ab und zu schon Ja. Ja, Kani, was sind dann deine Tops und Flops von Silent Hill? Ich hätte hier eigentlich sogar mehrere Tops und so, aber ich muss mir wieder auf irgendwas reduzieren, weil ich finde jetzt Monster-Design finde ich voll geil. Was ich aber richtig geil finde, ist der Sound, also der Score, weil die haben ja da den Komponisten von die Spiele auch mit drinnen. Also ich weiß nicht, ob der komplett auch den Score für den Film auch gemacht hat oder ob der da nur irgendwie die Hände mit drüber gehabt hat, aber es muss anscheinend auch ziemlich nah an die Spiele dran sein. Und der taugt mir halt in dem Film richtig. Der baut so eine geile Stimmung die ganze Zeit auf, der Score. Finde ich richtig geil. Also, ja, Score und, jetzt habe ich mehr die dann einen Fünfer gekriegt, wie jetzt, wenn ich Score sage. Und das Monster-Design sind meine Tops. Und bei den Flops, was haben wir denn für Flops? Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr der Zeit in der Parallelwelt verbracht. Das darf man noch mehr dauern, wenn es da wirklich, sagen wir mal, so 50-50 vielleicht aufteilt hätten, mehr Action mit den Monster, dass der Pyramid Head noch öfter vorkommt und vielleicht der Stacheldrahtszepter noch ein bisschen mehr Action kriegt. Das darf ich dann als Flop verzeichnen, dass die zu wenig Screentime gehabt haben und man so wenig in der Parallelwelt gefangen war. Ja, eigentlich hätte der Pyramid Head schon einen alleinigen Film verdient, wie man Absolut, irgendwie erfährt, wie er denn zu dem geworden ist. Das war schon mal cool, so Origin-Story dazu. Ja. Aber das Gleiche bei den Krankenschwestern. Das ist bestimmt auch ziemlich interessant. Ja. Aber vielleicht erfahren wir das in die Spiele. Wir sollten echt mal in die Spiele packen, Corby. Das hilft nicht. Alle? Zumindest die ersten. Wie gesagt, ich muss noch mal nachschauen, aber ich habe gehört, die ersten 4, die sollen unglaublich gut sein. Danach ist anscheinend eine Talfahrt. Aber ich war auf alle Fälle dabei. Okay. Naja, dann. Organisierst du das auf der PlayStation 3 da? Ich schreibe dann später am Hidemo. Hideo, genau. Kojima. Aber der wird dann nicht mehr viel machen, weil der hat sich doch zagelt mit Konami. Ah, okay. Ja, scheiße. Genau. Meine einzigen Kontakte da hier. Das ist scheiße, ja. Aber, ja, wie gesagt, Konami hasst ja anscheinend alles, was sie jemals gemacht haben und einen Star-Spiele-Designer nehmen wir nicht, einfach mal, den haben sie auch ausgebockt, irgendwie haben die keinen Bock mehr. Was jetzt auch zuletzt wieder mit einer Pro Evolution Soccer gesagt haben, sie haben irgendwie keinen Bock mehr anscheinend. Aber ist ein anderes Thema. Da schmerzt man vielleicht mit dem Seppi, der hat ja gesagt, der hätte mal Bock, dass wir ein bisschen was über das Zocken reden. Aber gehen wir zu unserem Triple Threat, Corby. Ja, wenn du das sagst, dann, Kani, gibt's den Titten in dem Film? Mann, ich wollte die fragen, du Penner. Aber es gibt keine Entblößten, aber wir haben es ja schon gesagt, die Krankenschwestern, die haben auf alle Fälle Schauwerte. Man sagt, schön verpackt, die da ein halbes Tee geben. Ein halbes Tee, okay. Da gehe ich mit.
Passt ja Dann sehen wir in dem Film Trompeten. Ich glaube nicht, weil ich weiß jetzt immer bei den Fettsack-Kakerlaken Warte mal, wir sehen doch Gesichtern. da Titten in dem Film. Ja, freilich, wenn der Pyramid Head die eine packt, oder? Ja. Da gibt's eine Brust, ganzes T. Ja. Ganzes T. Und krass. Trompeten, wie gesagt, bei den Fettsack-Kakerlaken, die haben ja menschliche Gesichter. Ich habe jetzt aber nicht aufgepasst, ob die vielleicht ein menschliches Genital haben. Naja, also da gebe ich jetzt mal ein Viertel-T. Ein Viertel-T, okay. Aber tote Tiere haben wir dafür, da ja diese Menschen-Kakerlaken einmal zackt werden. Ja, richtig. Dann hätten wir eigentlich ein Viertel-T, oder? 2 Viertel T. Also ihr merkt schon, Silent Hill ist auf jeden Fall mit Schauwerten etwas vollgespickt. Wer vor allem auf albtraumhaften Horror steht, vor allem auf ziemlich abgefucktes Monsterdesign, der wird sie bei Silent Hill auf jeden Fall austoben können. Und ja, Sean Bean macht seine Sache sehr gut. Die Schauspielerin von The Rose, die Radha Mitchell, macht es auch ziemlich geil. Und ja, wie schon gesagt, für mich immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn ich mal den Film anschauen kann, weil ich da in so ein Silent Hill-Gefühl abfahre, das ich sonst aus keinem anderen Film kenne. Ja, du müsstest also, wenn du Schauspieler erwähnst und eine tolle Leistungen, dann soll jetzt aber allen voran wirklich die Jodelle Ferland erwähnen, weil ich finde, dass die den Dämon so geil spielt und das vor allem, wie alt waren die da, um ist 11, kann es sein? Für das Alter hat die da das echt grandios gemacht. Also ich hab dir so gern zugeschaut, da hätte ich auch gern mehr gehabt mit ihr. Und Laurie Holden haben wir dabei, die Polizistin, die Sybil, die dann ordentlich gegrillt wird. Die kennen wir alle als Andrea von Walking Dead. Hast du nicht gesehen, oder? Walking Dead? Bist du bei Walking Dead dabei? Ich hab die erste Staffel mal gesehen. Das hat mich Ja, dann nicht so kannst du es überzeugt. kennen. Dann kannst du es kennen. Das ist die Blonde gewesen. Das ist schon sehr lang her, dass ich mir das angeschaut habe. Schau jetzt mal mehr Walking Dead. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da jetzt nicht ganz so mit deiner Lobeshünde zur Frau Ferland. Wenn ich ehrlich bin, dann fand ich ja gerade die Darstellung von der Sharon, ja, da war noch Luft nach oben. Ja, der hat ja nichts gemacht, außer geschrien. Ja. Aber dann sag du zumindest, was unsere Hörer da sollen, die jetzt schon 37 Minuten schweigen müssen, weil sie uns gespannt zuhören. Ja, ich würde sagen, macht's weiter so. Halt's ja ein Maul praktisch, oder wie? Halt's ja ein Maul und Herz unseren Podcast. Ich flippe aus sonst. Na, ihr dürft es wie immer teilen, liken, kommentieren. Wir freuen uns tatsächlich über jede Interaktion mit uns, weil, wir haben ja eigentlich nur uns 3 und der Mike macht schon sehr selten nur mit und der Kani eigentlich auch nur, wenn er wirklich Bock hat. Das ist nie. Ich bin eigentlich so der Einzige, der immer mitmachen muss, weil irgendwer muss ja dann die Arbeit machen. Schon, wir haben ja sonst nichts leider. Es kommt, man interagiert mit uns. Wir sind mal sehr volksnah, das habt ihr auch festgestellt. Also, wir sind Stars zum Anfassen. Genau, bei egal welchen Stellen. Das stimmt. Ja, ich glaube, Trailer Park haben sie ja schon gesagt, oder Stars zum da unten anfassen. Also, ja. Ich sag nie nein. Egal bei wem. Ja, nie nicht, sagt er. Nie nicht. Nein, ich habe noch nie nicht nein gesagt. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, von Silent Hill. Doch, auch von Silent Hill. Gut. Tschüss.